Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Leute, 10. Bundesliga-Spieltag 1:0 am Milan-Tor beim FC St. Pauli gewonnen. Ja, ich würde sagen, das Spiel können wir unter der Prämisse abhaken. Solche Spiele musst du gewinnen, um Meister zu werden. Das haben wir getan, mehr als souverän sogar. Wenn es natürlich auch kein schönes Spiel war, kein gutes Spiel von unserer Seite. Ich persönlich hatte das Gefühl, dass viele Spieler im Gegensatz zu dem, was Vinny auf der PK erzählt hat, vom Kopf her müde waren. Ja. Wir waren gedanklich viel zu langsam. Wir haben super langsam gespielt. Kimmich Katastrophe. Ja. Wie lange der gebraucht hat, um den Ball mal an Mitspieler weiterzugeben, Alter, so kriegst du halt auch keine Fünferkette mit einer Dreierkette davor, kriegst du da auch nicht in Bewegung und kannst mal irgendwelche Räume reißen. Ne? Da hat das komplett direkte Spiel hat gefehlt. Ganz selten haben wir mal direkt gespielt über Außen dann, mal tropfen lassen oder sowas. Dann hat man gesehen, war auch gleich was Gefährliches. Aber außer Zentrale, außer Mitte raus, waren wir super langsam. Und wenn St. Pauli mal eine Bewegung war und Kimmich dann den Ball hatte, dann hat es 10 Sekunden gedauert und St. Pauli war wieder in ihrer Formation. Also das war eine Katastrophe. Leon Goretzka war gar nicht zugegen. Ich weiß gar nicht, wofür der auf dem Feld war. Wir haben mit 10 Mann gespielt. Aber da bin ich schon in der Einzelanalyse. St. Pauli hat es gut gemacht. Defensiv sehr stark gestanden. Hat uns den Schneid in den Zweikämpfen definitiv abgekauft. Haben auch die Außenbahn zugemacht. War immer gedoppelt, die Außenbahnspieler. Fairerweise muss man sagen, dass wir es aber auch nicht versucht haben, auf die Grundlinie zu gehen. Warum, weiß ich nicht. Ja, ansonsten zugelassen haben wir nichts. St. Pauli war nicht in der Lage dazu, überhaupt irgendwie gefährlich nach vorne zu kommen. Diesmal hatte ich allerdings nicht das Gefühl, dass ich gesagt habe, so ab der 75. Jo, alles gut, ist safe, das Ding, fahren wir 1:0 nach Hause. Das hatte ich heute nicht. Einfach der Sache geschuldet, dass unsere Zentrale mit Kimmich super, super frickerig war. Ja, ich meine, man hat es gesehen, wie Kimmich da Minjay da in die Bedrohung gebracht hat, der das Foul da gezogen hat. Das war heute richtig schlecht. Ja, also Kimmich, Goretzka, Alter. Das war halt eher Kimmich und Goretzka, wie wir es aus den letzten 1,5 Jahren kennen. Ja, also Katastrophe. Ja. Zum Spiel, ja, keine Ahnung. Wir können ja noch nicht mal sagen, wir hatten gute 15 Minuten oder sowas. Ja, wir haben Ballbesitz des Todes gehabt. Haben wir in den letzten 1,5 Jahren schon häufig gesehen, so ein Spiel. Ohne dabei Torchancen zu erspielen. Ich glaube, in der 70. Minute oder so, wo der Kommentator sagte, ja, der Negativrekord der Torschüssen in einem Spiel war bei Bremen irgendwas mit 14. Zu der Zeit gab es 6 in diesem ganzen Spiel. Ja. Katastrophe. Ja, war wirklich eine sehr schwache Leistung von uns in der Offensive und eine sehr starke Leistung von St. Pauli in der Defensive. Das muss man auch mal hervorheben, haben sie wirklich gut gemacht. Stimmung im Stadion, ja, extra Daumen nach oben. Ja, das Spiel, wie gesagt, können wir darunter abhaken. Ja, das Spiel musst du genauso gewinnen. Durch so einen Sonntagsschuss von Musiala, um deutscher Meister zu werden. Das haben wir getan. Ja. Und damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken. Und dann gehen wir mal in die einzelne Benotung rein heute. Gut, Statistiken. Ja, am Ende sind es nur 75% Ballbesitz geworden zu 25. 2:0 Abseitsstellung, Foul 10, 7, Zweikampfquote 51, 49, Schüsse aufs Tor 0,6. Schüsse insgesamt 3, 13, Ecken 5, 10, angekommene Pässe 197 zu 743, Flanken 6, 11. Schüsse insgesamt, Harry Kane 5, Sané 3, Musiala 3. I don't know, wo wir die gesehen haben. Wahrscheinlich zählte auch jeder Schuss, der geblockt wurde bei. Dann kommt das vielleicht hin, aber ansonsten nicht. Gewonnene Zweikämpfe, Upa 6, Davis 6, Kimmich 5, Ballkontakte 159 Kimmich, 142 Kim, 128 Upamecano. Ja, den Rest schenken wir uns. Noten. Kompanie für mich heute Note 4. Warum Note 4? Erstmal die Aufstellung habe ich so erwartet, bis auf Goretzka. Allerspätestens zur Halbzeit hätte man sich eingestehen müssen, das war ein Fail. Ja, Liebe Katastrophe, Koman Katastrophe, beide keinerlei Durchsetzungsvermögen, viele Bälle vertändelt. Ich meine, Koman hat sie gar nicht erst versucht, hat den Ball immer nur quer und nach hinten geschoben. Lieber hat es wenigstens 2-3 Mal versucht, kläglich gescheitert.
Leon Goretzka war nicht zugegen. Wir haben mit 10 Mann gespielt. Ja. Apelmann stand da mal im Weg. Das war Leon Goretzka heute. Katastrophe. Ja. Nicht zu gebrauchen. Gar nicht. Das Einzige, wo durch Leon aufgefallen ist, dass er Musiala den Raum genommen hat, dass Musiala sich ein bisschen tiefer fallen lassen kann und sich einen Ball mal abholen kann. In der ersten Halbzeit. Da hätte man in der Halbzeitpause reagieren müssen. Ne? Aber knallhart. Also, weil man setzt sich immer hin, erzählt, ja, wir haben 4 Außenspieler auf einem Level. Ja, da musst du auch mal die Außenspieler, wenn die nicht performen, auch mal einen Denkzettel geben. Und das wäre heute mal nötig gewesen. Ne? Und nicht erst, was war's, bis zur 80. warten, bis man Michael einwechselt. Katastrophe. Von daher für mich Note 4. Aber auch nur, weil wir das Spiel gewonnen haben. Ne? Was mir auch gefehlt hat, keinerlei Einwirken. Auch nicht in der Halbzeitpause. Ja? Ich meine, man hat gesehen, es läuft so nicht. Ja? Es geht so nicht. Das hat man klar gesehen, oder? St. Pauli hat super stark verteidigt, hat genau die Räume zugemacht, wo wir sonst uns aufhalten. Super gut. Ja? Dann muss ich doch aber als Coach in der Lage sein und sagen, alles klärchen, wir packen Plan B aus. Hab ich den noch nicht, weil ich ein neuer Coach bin und noch nicht die Zeit hatte, Plan B zu erarbeiten, geschweige denn den Spielern in den Kopf zu trichtern, ja, da muss ich wenigstens wechseln. Ja, da muss ich dadurch Impulse setzen. So, beides ist nicht geschehen. Von daher Note 4. Gut. Gehen wir es durch. Ja, Manuel Neuer können wir nicht wirklich bewerten. Wir haben es gesehen, keinen Torschuss bekommen. Was mir aufgefallen ist, Manuel Neuer ist mir heute auch wieder aufgefallen, steht auf jeden Fall viel tiefer. Ja. Nicht mehr so super hoch wie die ersten Spiele. Auch wenn, das hat man gesehen, wenn da mal ein Ball kam, wo ein Innenverteidiger dann da war, da hast du erstmal 10 Meter Manuel Neuer nicht gesehen, sondern er war in seinem verkackten Tor, wo er hingehört. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten, ja, Manuel Neuer Note 3, können wir nicht wirklich bewerten. Gut, kommen wir zu Rafa Guerrero. Rafa sehe ich bei einer 3,5. Ja. War wenigstens noch ein bisschen auffällig. Ja, also erstmal, die ganze Mannschaft war heute nicht gut. Ja, ohne Ausnahme. Ja, Ausnahme vielleicht Upa und Minje. Ansonsten war die ganze Mannschaft nicht gut. Auch ein Musiala war nicht gut, auch ein Harry Kane war nicht gut. Ja, auch ein Guerrero war nicht gut. Aber ein Guerrero war immer mal zwischendurch wenigstens mal noch ein bisschen auffällig in der ersten Halbzeit. Ja. Komm, 4. Wir gehen heute knallhart rein. Note 4. Upa. Upamecano für mich heute 2,5. Warum 2,5? Hat jeden Zweikampf gewonnen, den er gewinnen musste. Hat versucht, das Spiel auch mal schnell zu machen, im Gegensatz zu Josh, der 3 Meter vor ihm stand. Hat den Ball dann auch mal direkt gespielt. Ja, souverän. Wenn was rauszuschieben war, hat das rausgeschoben. Alles gut. Dasselbe gilt für Minje. Ja, Minje war jetzt nicht so im Aufbau beteiligt, hatte auch in der ersten Halbzeit 2 Fehlpässe. Aber ansonsten bärenstark. Ja. Zweikampf, defensiv. Wie gesagt, wurde durch Kimmich da in die Bedrohung gebracht, wo die gelbe Karte gezogen hat. Ansonsten mega starkes Spiel auch. Zumindest das, was man beurteilen kann. Ne? Gut, als nächstes haben wir Alphonso Davies. Alphonso Davies, erste Halbzeit Note 6. Alter, das war eine Katastrophe, was der sich geleistet hat. Ja. Wie viele Zweikämpfe er verloren hat gegen einen technisch starken Spieler. Ja. Er konnte dann zweite Halbzeit 1, 2 Situationen durch seine Schnelligkeit mal wegmachen. Aber wie viel Ballverluste er heute hatte, das war wieder der Fonsi, wie wir ihn kennen. Ne? Das war nicht der Fonsi der letzten 3, 4 Spiele. Das war der Fonsi, wie wir ihn kennen. Ja, Gesamtnote für mich 5. Zweite Halbzeit war es einen Tacken besser. Erste Halbzeit war eine Katastrophe, Alter. Ito haben wir nicht, leider. Boy haben wir nicht, Stani haben wir nicht, Buchmann haben wir auch nicht. Gut. Damit sind wir beim King.
Also beim wahren King. King Kimmich. Ja, für mich heute Note 4. Sein schwächstes Spiel bisher. Generell war es unser schlechtestes Spiel. Fand ich noch einen Tacken schlechter wie im Barca. Zumindest wenn man im Barca das gesamte Spiel sieht. Zweite Halbzeit im Barca war vielleicht nochmal einen Tacken schlechter wie heute. Ja, das stimmt. Kimmich 4. Boah, Kimmich hat das Spiel, ich habe es schon eingangs gesagt, super lahmarschig gemacht. Ja. Super auf Sicherheit bedacht. Immer den Ball am Fuß. 3, 4 Sekunden. Und was macht er am Ende davon, von der ganzen Theatralik? Er spielt den Ball dahin, wo ihn hätte auch direkt mit One-Touch hinspielen können. Aber nein, dann hätten wir das Spiel ja schnell gemacht. Und hätten St. Pauli vielleicht mal ins Laufen bekommen. Ja. Wir haben sie gar nicht ins Laufen bekommen. Die Viererkette stand einfach. Beziehungsweise Fünferkette. Ja, die mussten nicht laufen, die standen einfach. Ja, wir haben keinerlei Bewegung reingekriegt. Und da war Kimmich ein Riesenfaktor und man hat heute gesehen, dass ein Kimmich nicht dieser Spielgestalter ist, der er vielleicht gerne sein möchte. Also man hat heute einen Pavlovic vermisst, hoch 10. Ja, also Kimmich ist kein Spielgestalter, das haben wir heute klar gesehen. Ja, aus einer tiefen Pose, ja, wenn er dann viel Zeit hat, dann kann er mal einen Chipball spielen. Alles gut, das kann Kimmich, das kann er auch gut, keine Frage. Aber das Spiel gestalten und das Spiel mal lenken und mal Geschwindigkeit aufnehmen, ja, keine Chance. Keine Chance, mache ich ihm gar keinen Vorwurf raus, kann er halt einfach nicht. Feierabend, ja. Note 4. Nach hinten hin auch Zweikämpfe gehabt, die wieder, wie gesagt, Minjay da in die Bitterulle gebracht, noch 1, 2 Zweikämpfe, den Ball mal springen lassen und sowas. Ich denke, da ist er mit der 4 sogar noch ganz gut bedient, wenn man sich das alles mal zusammenzählt. Gut. Leon Goretzka. Ja, sorry. Sorry, Leon, ich habe keine andere Note als eine Note 6. Ja, wie gesagt, also erste Halbzeit. Erste 20 Minuten hast du Leon beim Einlaufen gesehen, danach nicht mehr. Zweite Halbzeit. Ich habe ihn zweimal Richtung Strafraum gesehen. Einmal war er auch im Zweikampf. Wo Leon aufgefallen ist, war bei diesen 3 Ecken, die wir hintereinander hatten. Da war er zweimal beim Kopfball beteiligt. Das war alles, wie Leon aufgefallen ist. Leon stand mehr im Weg. Ja, ich meine, wir haben uns schon immer Palhinha aufgeregt, dass ein Palhinha kein gutes Aufbauspiel hat. Alter, das halt heute eine absolute Frechheit. Ja, und dann hat er noch nicht mal den defensiven Zweikampf gewonnen, der wichtig war. Ja, also eine Katastrophe, dass der auch so lange auf dem Feld sein durfte. Sorry, Leon. Ich kann es nicht anders sagen. Ja, schade eigentlich. Aber was willst du machen? Gut, haben wir die nächste Maschine. Geht nahtlos weiter, Leute. Hatte ich einen Leon eingeblendet? Eigentlich ja, oder? Wenn nicht, komm. Ganz kurz. Leon, da ist er noch selbstbewusst. Selbstbewusstsein ist zerstört. Der nächste. Leroy Sané. Leroy Sané heute für mich. Boah. Da ich bei Kimmich gnädig war, bin ich auch beim Leroy gnädig. Note 4. Sané, wo Gnabry eingewechselt wurde. Ich weiß nicht, ob man Leroy da gesagt hat, pass mal auf, Leroy, du hast noch 5 Minuten, dann kommt Michael rein. Da hat er aufgedreht. Da war 3 Minuten, da hat er 2 Szenen kreiert, da war er stark. Einfach so. Vorher 75 Minuten Grütze, Alter. Einfache Grütze. Ja. Katastrophe, er hat sich einmal gut durchgesetzt, außen, ja, 2, 3 Mal versucht, das war Fail. Die Reingabe, zweimal falsch entschieden, aber beim ersten Mal hätte er besser schießen sollen, beim zweiten Mal hätte er besser passen sollen, kann man immer im Nachhinein klug scheißen, ja. Aber dann mit der gesamten Mannschaft komplett. War nicht zugegen vorne. Ja. Dann, wo Gnabry eingewechselt wurde, auf einmal so 3 Minuten lang, war Leroy da und dann durfte er auch rausgehen. Keine Ahnung, was das für eine Aktion war. Bei Leroy hatte man heute das Gefühl so, ja, ich guck mal, ob ich Bock habe. Ist ja nur Pauli, ist ja kein Champions League. Oh nee, ich habe keinen Bock. Ich tauche jetzt ab für 50 Minuten. Und dann so, oh, ich werde gleich ausgewählt. Komm, ich probiere nochmal 3 Minuten. Katastrophe, Alter. Frechheit, die Trikot aufzulaufen. Das sag ich euch, wie es ist, ey. Gut. Kommen wir zum 1. Lichtblick, aber auch nur, weil er ein Tor gemacht hat.
Jamal. Nur so konnten wir das Spiel heute aber auch gewinnen. Ja? Sag ich euch, wie es ist. Nur so konnten wir das Spiel gewinnen. Jamal für mich eine 3,5. Ja, ich weiß, das werden wieder einige anders sehen, weil er Tor gemacht hat, muss er gleich nur eine 2 haben. Ansonsten war das auch gar nichts heute von Jamal. Ja? War komplett abgemeldet von Pauli. Keinerlei schnelles Kombinationsspiel. Zweite Halbzeit hat er sich übrigens 1-2 Mal versucht, mal auf die Achterposi fallen zu lassen, um mal einen Ball abzuholen. Da stand Leon dann im Weg rum. Deswegen hat das nicht so geklappt. Ansonsten, ja, das Tor. Ja, war ein mega schönes Tor, gar keine Frage. Sonntagsschuss. Ansonsten genauso abgetaucht wie der Rest. Ja. Gut, dann haben wir King Koman. Die nächste Maschine. Reiht sich ein in die Riege der Sanés und Knabris und ja, Note 4. Ja. Auch wenn er mir teilweise ein bisschen besser gefallen hat von der Einstellung her, dafür hat er gar keine Szene gehabt. Ja, Leroy hatte wegen 2, 3 Szenen, die er dann selber verdudelt hat. Koman hatte gar keine Szene. Ja. Koman hat nur quer und nach hinten gespielt. War dafür von der Einstellung her präsenter, hat immer wieder geackert, gemacht, getan. Das hat mir beim Leroy heute gefehlt. Von daher bekommen beide die Note 4. Gut, als letzten haben wir Harry Kane. Harry Kane hat es auch super schwer gehabt, sehe ich heute auch bei einer 3,5, so wie Musiala. Hat dann noch 1, 2 Chancen gegen Ende gehabt. Ja, war heute nicht Harry Kanes Tag. Hat aber auch noch eine Chance sehr, sehr schön eingeleitet gehabt. Ja, ansonsten hat er sich auch eingefügt in die blutleere Einstellung irgendwie, hatte man heute das Gefühl, ja. Ich weiß nicht, ob es vom Kopf her war, dass man zu viele Spiele einfach, ja. Deswegen war der Sieg so super wichtig, wie er war. Ja. Und da gilt es, ein großes Lob an die Mannschaft auszusprechen. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Aber hier ist natürlich jetzt Einzelbenotung. Von daher. Gut. Können wir gleich hier bleiben. Der erste Wechsel, 70. Minute, war Serge für King. Serge kann froh sein, dass er 20 Minuten nur gespielt hat, wird keine Benotung geben. Ansonsten wäre das dieselbe Chose gewesen. Ja, das war nichts besser oder schlechter wie die anderen Flügelspieler, die reingekommen sind. Leider. Ja, konnte weder positiv, aber auch wenigstens nicht negative Akzente setzen. Ja, der nächste war dann Conny Leimer. Habe ich nicht verstanden, den Wechsel, sorry. Conny Leimer wurde dann auch zweimal überlaufen von St. Pauli. Zum Glück ist daraus nichts passiert. Bei aller Liebe, ich habe damit gerechnet, wo ich den Wechsel gesehen habe, oder gehofft, gerechnet, nicht gehofft, jawohl, Conny Leimer kommt für Leon. Wir machen nochmal ein bisschen Feuer vorne drauf. Ja. Und nein, dann nimmt er den Guerrero raus und bringt dann Conny Leimer. Also. Und wie gesagt, Conny Leimer ließ sich gleich zweimal überlaufen als Rechtsverteidiger. Katastrophe. Gegen St. Pauli, ja, die keinen Torschuss hatten. Also, beim besten Willen. Aber auch er profitiert davon, dass wir keine Benotung geben. War schlecht. Gut, dann haben wir die nächsten Knallerwechsel. In der 83. Minute durfte dann noch ein Palinja für den Goretzka rein. Weiß nicht, ob Winnie dann das gleiche Gefühl bekommen hat wie ich. Ja, dass es jederzeit soweit sein könnte, dass man St. Pauli doch noch den einen Torschuss kriegt und dann gehst du mit dem 1-1 nach Hause. Deswegen wieder wohl ein Palinja gebracht haben, der ja dann auch gleich präsent war und dann sich reingeworfen hat in die Zweikämpfe. Ja, aber für die 10 Minuten war es dann auch nicht mehr, als was man da gesehen hat. Ja, dann haben wir in der Offensive noch einen Michael gesehen für 10 Minuten. Also inklusive der Nachspielzeit. Hat gleich 1, 2 Angriffe mit eingeleitet, war gleich präsent, auch hinten ruhig am Ball gut rausgespielt. Wenn wir es böse sehen wollen, lass mich kurz gucken, bevor ich jetzt hier Scheiße erzähle, aber ich meine, das war das erste Spiel, wo er nicht gespielt hat von Anfang an. Obwohl, ich habe gegen Mainz auch ein X stehen, also gegen Mainz auch nicht gespielt. Ich habe ihn heute mehr als vermisst. Ja. Wie gesagt, nur um Leroy da die Chance zu geben, dann stellen Leroy auf die linke Seite. Wo ist das Problem? Ja, also. Wir
haben doch heute gesehen, dass er sich erstmal den Ball dann da auf den linken Fuß legen muss, anstatt da mal mit rechts abzuziehen von der Pose her. Also hätte sie ihn auch auf der linken Seite stehen können. Weiß ich nicht. Hat mir heute sehr, sehr gefehlt. Wir haben keinerlei kreative Ideen. Ja. Die paar Minuten, die er da gekriegt hat. Ja. Dann kommt natürlich noch die Krönung. Unser 20 Millionen plus Jahresmann durfte mal wieder ran. Ne? Durfte mal wieder für 2,5 Minuten auf dem Platz sein, um sich die 20 Millionen auch zu verdienen, die er bei uns im Jahr bekommt. Grandios, immerhin war er noch einmal zu sehen und hat in der Schlussphase hinten den Kopfball rausgeköpft aus dem eigenen 16-Meter-Raum. Also von daher, boah, würde ich sagen, hat er sich das Geld doch verdient. Ja. Gut, Leute, das ist die Benotung. Wie gesagt, ein super wichtiger Sieg. Ja, gerade diese Spiele musst du so gewinnen, wie wir es gewonnen haben. Wir hätten heute auch nicht anders ein Tor erzielen können. Ja, uns hat die Frische gefehlt, uns hat die Schnelligkeit im Spiel gefehlt. Die Bewegung vorne war nicht da, aber dadurch bedingt, dass wir St. Pauli gar nicht ans Laufen gekriegt haben, weil durch den Spielaufbau, den Kimmich, Leon Goretzka war gar nicht beteiligt, ja, der war nicht zugegen und Kimmich war maßlos überfordert. Ja. Kimmich hat den Ball jedes Mal angenommen, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sekunden gebraucht, um zu gucken, wo kann ich irgendwie einen Ball hinspielen und spielt den Ball dann trotzdem dahin, wo du ihn hättest direkt hinspielen können, weil derjenige frei war. Ja. Also wir haben nicht einmal ein Direktspiel von Kimmich gesehen, wir haben eher ein Direktspiel von Upa gesehen, der das durch mal einen Tacken schneller gemacht hat. Ja, dann ging es mal einen Tacken schneller über außen, dann wurde da auch nochmal schnell gespielt und dann gab es echt mal eine Lücke. Kimmich hat das nicht hingekriegt. Kimmich war überfordert. Ja, Katastrophe leider. Ich weiß nicht, ob man mit dem 1:0 zufrieden war und sich dachte, alles gut, wir sind defensiv so stark, Pauli so schwach offensiv, das reicht uns, wir gehen lieber auf Nummer sicher, anstatt irgendwie einen Ballverlust zu riskieren. Ja, kann gut sein, dass das auch die Ansage vom Trainer war, weiß ich nicht. Aber wenn ich dann sehe, dass so ein Opa, wenn er den Ball kriegt, den direkt weiterleitet nach außen und ein Kimmich das nicht tut, weiß ich nicht, ob das irgendwie eine taktische Anweisung sein kann. Ja. Ja, am Ende des Tages heißt es Mund abputzen nach den ganzen englischen Wochen. Ja, gerade für die Nationalspieler sind ja nur englische Wochen und werden jetzt auch wieder nur englische Wochen sein, plus Reisestress. Ja, war ein wichtiger Sieg, war eine schlechte Leistung, müssen wir mal sagen. Eine starke Defensivleistung von Pauli, das muss man auch anerkennen. Und am Ende haben wir das Ding 1:0 gewonnen, haben die 3 Punkte, alles ist gut. Ja. So, abhaken, das war so ein bisschen, wenn man böse sein möchte, war das ein Rückfall in die letzten 1,5 Jahre. Viel Ballbesitz, wenn Chancen, nur durch Einzelaktionen, so ein Sonntagsschuss, gewinnt ihr das Spiel. Haben wir die letzten 1,5 Jahre fast durchgehend gesehen, alles gut. Wie gesagt, das Einzige, was ich ein bisschen kritisiere, ist, dass man das so hingenommen hat. Dass man den Stiefel so durchgezogen hat, dass man auch nicht mit Wechsel reagiert hat, dass man sich den ganzen Bums so angeschaut hat. Zum Glück ist es gut gegangen, von daher haben wir nichts zu kritisieren, nichts zu meckern, was irgendwie wichtig wäre. Ja, wäre das Ding 1:1 ausgegangen, würde die Geschichte ganz anders aussehen, aber das ist es zum Glück nicht. Und von daher haken wir das Ding ab als wichtiger Sieg auswärts auf Pauli, die stark defensiv waren. Uns hat der letzte Kick gefehlt, die letzte Fitness, die letzte Frische im Kopf vielleicht auch. Und ein Spielgestalter, wie es ein Pavlovic ist, ja, der einfach auch mal die Räume sieht und den Ball auch mal schnell da reinspielen kann. Alles das, was ein Kimmich nicht kann. Ja, das haben wir heute ganz klar gesehen. Deswegen meinte ich das auch, um das nochmal rund zu machen. Man nimmt das so hin. Ja, was hätte man denn stattdessen tun können? Man hätte ja stattdessen tun können, man nimmt Leon Goretzka raus, der nicht im Spiel war. Ja, defensiv war das nicht gefordert, weil Pauli defensiv nicht existent war. Er hat im Pressing nichts geleistet, er hat im Spielaufbau nichts geleistet, er stand einfach im Weg rum teilweise. Ja? Warum denn dann nicht in diesem Spiel? Man sieht das ja, dass Pauli sich da hinten einigelt mit der 5er- und der 4er-Kette davor. Dann zieh doch einen Jamal auf die 8er-Position, bring vorne noch einen Michael rein, zieh meinetwegen Sané in die Mitte auf die 10er-Position oder noch besser, wenn du es ganz wild haben willst, wechsel doch Mantel ein als zweite Spitze für Leon Goretzka und ziehen Musiala einfach ein nach hinten. Ne? Dann kann Harry Kane sich öfter fallen lassen und trotzdem ist vorne Präsenz im Strafraum drinne.
das meine ich halt mit, man hat sich den Bums so angeguckt, obwohl man super viele taktische Variablen hätte. Ja, man hat nicht eine genutzt. Man hat es einfach so runtergespielt. Wir haben nicht einmal einen Seitenwechsel gesehen von Coman und Sané. Ja, oder dass ein Musiala mal auf links raus ist und mal ein Sané in die Mitte gegangen ist. Nichts. Ja, der Einzige, der mal ein bisschen variabel war, war Harry Kane. Also. Und das ist dann einfach, sorry, wir reden jetzt nicht über Atletico Madrid. Ja, oder über irgendeine super stark defensive italienische Mannschaft. Wir reden über einen Aufsteiger aus der zweiten Liga, der FC St. Pauli heißt. Ja? Und man findet da kein Mittel, um diese Abwehrleistung, die gut war, die stark war. Ja? Die haben es schlau gemacht, haben die richtigen Posis gedoppelt, gar keine Frage. Aber da muss ich doch dann als Trainer versuchen einzugreifen und da mal ein bisschen was zu ändern, damit ich den Gegner auch mal vor Probleme stelle. Ich meine, das einfachste Mittel, dass die Winger, die Außenspieler einfach mal die Seiten tauschen, haben wir nicht hinbekommen. Ja. Oder dass Musiala mal nach links geht. Einfach, um mal die Gegenspieler vor andere Szenarien zu stellen. Haben wir nicht hinbekommen. Ja. Wir haben 1:1, wie unter besten Tuchelzeiten, den Stiefel durchgespielt. Scheißegal, ob es klappt oder nicht. Ja. Und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ansonsten bin ich zufrieden. Ja. Leute, das ist wieder Meckern auf hohem Niveau. Wir haben 1:0 gewonnen. Nach so vielen englischen Wochen, nach den ganzen Reisestrapazen, alles ist gut. Ne? Alles ist gut. Der Saisonstart ist mega bisher. So. Ja, bitter wird das Ergebnis oder das Spiel auch nichts dran ändern. Und nochmal, wir können nicht erwarten, dass wir jedes Spiel so ballern, wie wir es die letzten Spiele getan haben. Man muss dann so ein Spiel mitnehmen. Ja? Fertig. Ich denke, man sieht, dass man vom Kopf, von der Frische her vielleicht am Limit ist und ja, vielleicht ist gut, dass jetzt mal vom Kopf her die Leute sich auf ein bisschen was anderes konzentrieren können, Nationalmannschaft. Wird vielleicht dem einen oder anderen ganz gut tun. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Restwochenende. Wir hören uns Montag im Stream, wenn ihr Bock habt. 18 bis 20 Uhr live auf YouTube und Twitch. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen. Freunde sind wir allein, weil sie alles im Leben